stehen heute am Europadeputierten Charles Goerens am Kader von der Plenär vom Europäischen Parlament für eine Übersicht zu kreieren von der aktuellen Situation an der Ukraine. Guten Mittag, Herr Goerens. Guten Mittag. Wir haben also einen Krieg in Europa. Der 24. Februar hat Russland eine Invasion an die Ukraine angefangen. Die Schätzungen noch bis mehr oder weniger 13.000 Leute schon das Leben gekostet. Und der Nachbar sind nicht nur Soldaten von beiden Seiten, sondern auch Zivilisten, zum Beispiel Männer, Frauen und auch Kinder, die waren nicht zu Opfer geworden von einem Krieg, den sie nicht selber angefangen haben. Tatsächlich erreichen als dramatische Spiele aus dem Kriegsgebiet, aus Kellern, Bunkern oder aber von Menschen, die aus dem Land flüchten. Das Europäische Parlament hat die letzte Woche d'urgence eine Plenarsitzung abgerufen, wo der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sich an einen ganz emotionalen Appell und das Parlament an die europäische Solidarität gerichtet hat. Auch das Woche markiert der Krieg an der Ukraine ganz viel von den Debatten hier im Haus. Herr Goerens, könnt ihr also auf dieser Platz eine Einschätzung von der Situation geben? Wie kann das Europaparlament beispielsweise via seine Debatten und Resolutionen Einfluss an die Situation holen? Also erstens wird die russische Invasion an der Ukraine, die ist gegen alle Regeln vom internationalen Völkerrecht. Das ist ein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen die militärische Installationen, das ist ein Krieg gegen die Ökonomie, die sie am Gang sie brauchen. Das ist ein Krieg gegen Städte, das ist ein Krieg gegen Frauen und Kinder, die auf der Flucht sind. Das ist ein Krieg gegen die Verlierer, das ist ein Krieg gegen Europa. Also wir müssen höllisch aufpassen, dass es hier nicht überschwappt. Der Putin hat gemerkt, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten die Europäische Union hin verkannt hat. Nicht schon vielleicht nicht von der Seite gewesen oder so brutal wie in Loas. Aber die Barbarei, für die hin verantwortlich ist, die hat kein viel rausgesehen. Jedenfalls ganz wenig. Ich persönlich habe es nicht viel rausgesehen. Wir müssen aufpassen, dass wir Grenzen setzen. Meine Schätzung ist die, dass wir einerseits der Ukraine so viel müssen helfen wie möglich. Wir können vielleicht nicht auf alle Pläne entgegenkommen, aber was Sanktionen anbelangt, da sind wir ganz weit gegangen. Heute Morgen haben wir am Parlament praktisch von allen Fraktionen hier gefordert, dass auch ein Embargo auf den Öl und auf den Gas gelöst gehen, weil man den höchsten Preis dafür hat, höchstens eine Möglichkeit für den Putin, seine Kriegsmaschinen noch besser zu schmieren. Also, es werden ganz weit die Sanktionen, die wir geholt haben, die greifen. Das tut den Russen ganz viel weh. Auch die nicht dafür kennen, mit denen ist auch weh. Wir müssen wissen, und das wird man auch lernen kennen, was der Preis ist von dieser Freiheit. Ja. Da gibt es ja in einem ähnlichen Kontext das auch über die sogenannte Foreign Interference geschwärzt, wo die selber eine Kontribution gelegt hat. Wahrscheinlich wäre Zählen so wichtig, wie wir das Sujet zu schwätzen, wie gerade an dieser Krise. Los, da ist eine Kontribution ein Revue passieren. Madame la Présidente, pour un dirigeant autoritaire, rien n'est plus dangereux que des citoyens qui pensent et qui s'articulent librement. La place de ces personnes est devant une justice partiale, dans des camps de travail, voire dans des salles de torture. Aussi, le dirigeant autoritaire voit-il souvent, à raison, son système menacé de l'extérieur. Avec ses cinquièmes colonnes présentes un peu partout dans les États membres de l'Union européenne et même dans ce Parlement, il essaye de faire imposer ses vues, de faire basculer des majorités qui ne lui sont pas acquises. Les nouvelles technologies lui servent d'amplificateurs puissants dans des opérations de manipulation. Avouons-le, nous avons peu de moyens à y opposer. À vrai dire, nous n'en avons qu'un seul, et c'est le bon. La formation d'esprit critique dès le plus jeune âge, capable de discerner entre vérité, approximation, contre-vérité, mensonge, mésinterprétation. J'aimerais conclure avec une citation de Frans Timmermans. Poutine n'a pas peur de l'élargissement de l'OTAN, Poutine a peur de l'élargissement de la démocratie. Une société libre, et ça c'est ma citation, est une société éclairée. Une société éclairée n'a pas peur. Wir haben also reagiert nach einmal angeguckt. Wie Meier gibt sich die Europäische Union für Fremdarwirken von außen aufzuwehren, respektive dem entgegenzutreten? Also schon mal ja ganz lange überlegt, was ich soll so an der Minute ich Zeit hat, für darüber zu schwätzen. Es sind zur Konklusion gekommen, dass bei den Kommunikationsmitteln, wie sie heute bestehen, es ganz viele Möglichkeiten gibt für Demokratien zu manipulieren. Wir haben das gesehen beim Brexit, wir haben das auch gesehen bei den Wahlen, wo Trump gewählt ging. Das sind Trollen, das sind Algorithmen,
gegen die am Fong die traditionellen Parteien an die Manier wie immer Politik gemäht hun impuissant sind. Wir müssen als do Mittel gehen, erstens für das zu konterkarieren. Zweitens, und das ist das Allerwichtigste, da tun auch noch reifliche Überlegungen und auch am Gespräch mit der ganzen Partie Experten, das was wir dringend müssen machen. Als alle Moyen an die Education investieren, dass wir eine politische Bildung kriegen, dass wir die jungen Leute lehren, Fakten erkennen, Fakten überprüfen, jugieren und dann agieren. Das ist indispensabel, dass wir kritisch Geister ausbilden, hin Tölf gehen. Ich an der Politik zum Beispiel kein Problem, wenn den geht mich aus. Kann das sogar ganz brutal sein. Ich kämpfe sogar, dass den das auf hier kann sagen. Ich hätte auch gerne, dass wir alle gut, nicht nur die Jungen, aber auch die Mitteljungen und die Älter, dass die merken, dass nicht alles Gold ist, was bringt. Und wir sind am Gang, ich gehe nicht so back to basics, aber back to essentials zu kommen. Das wird existenziell ist, dürfen nicht aufs Spiel setzen. Das ist schon nicht durch eine Manipulation von der Demokratie. Dafür muss man es equipieren. Als Partei sind schlecht equipiert. Und als System sind auch schlecht equipiert. Wir müssen das alles noch machen. Ohne, aber auch nehmen 1 Jota oder 1 Millimeter von diesen Freiheiten abzugehen. Mit die Freiheiten, die wir wollen schützen, die sind besonders in dieser Zeit ganz stark mit Responsabilität kombiniert. Und nicht nur in dieser Zeit, das geht doch weit darüber raus. Wir sind im Moment an einer Zeitenwende, das ein epochalen Wandel am Gang, den als angelaut gehen mit der ersten Reaktion von der Europäischen Union. Ich schon nach nie, und ich mache schon lange Politik, nach nie so eine Ähnlichkeit gesehen an der Analyse, an der Lektüre von der Situation. Es geht von extrem links bis extrem rechts. Auch von den Parteien ist es immer gefallen. Aber jedenfalls, ich werde immer beeindruckt von der Unanimität, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, was die Lektüre von der Situation belangt, was die Aktion, die wir müssen an zwei Läden bereit zu kasten. Wir müssen am Stand sein, haut ein bisschen mehr auszugehen, für mehr weiterzuholen. Herr Gören, ich will merci für das Ausschätzung. Da sind wir als heute Anfang April für die nächste Pläne.